Ganz herzlich willkommen. Diese Pilates in Achtsamkeitssequenz ist ein Ganzkörperflow. Ich lade dich ein, in die Tiefe zu spüren, dich der Bewegung, dem, was ist, hinzugeben. Achte auf die Stabilität in deinem Zentrum. Gleichzeitig werde ich den Fokus immer wieder auf die Wirbelsäule bringen. Wir lassen die Wirbelsäule in die Länge wachsen, wir schaffen Raum und Platz, lassen die Energie, die Kraft ungehindert durch die Wirbelsäule, durch den Körper fließen. Als Hilfsmittel brauchst du eine Decke, allenfalls einen Block, um Bodenkontakt herzustellen. Wir starten in einer Schneidersitzposition oder alternativ einem Diamantsitz. Schließe deine Augen und nimm dir einen Moment Zeit anzukommen. Spüre deinen Körper, spüre deinen Atem. Lasse ihn einfach fließen. Stell dir vor, dein Becken ist eine prall gefüllte Wasserschale und nun beginnst du dieses Becken rückwärts zu kippen, lässt das Wasser über dein Steißbein in den Boden fließen, komm dann zurück über deine Sitzbeinhöcker, das Becken mittet sich aus und dann kippst du das Becken nach vorne, das Gewicht verlagert sich vor deine Sitzbeinhöcker, das Wasser fließt über das Schambein vorne in den Boden. Spüre in diese Bewegung hinein. Die Bewegung findet im Becken in den Hüften statt. Nimm wahr, was ist. Rückwärts kippen, zentrieren und vorwärts kippen. Mitte dann das Becken aus, sodass die beiden Sitzbeinhöcker senkrecht in den Boden zeigen. Das Gewicht ist gleichmäßig auf beiden Sitzbeinhöckern verteilt. Deine beiden Beine fallen so entspannt wie möglich auseinander. Stell dir vor, von den beiden Sitzbeinhöckern verläuft ein imaginäres Gummiband. Von vorne vom Schambein zum Steißbein ebenfalls. Dort, wo sich die Gummibänder kreuzen, das ist unsere Beckenbodenmitte. Ziehe von der Beckenbodenmitte nun deine Wirbelsäule in die Länge. Lass dich in die Höhe wachsen. Über deinen Kronenpunkt zieht ein imaginären Faden in den Himmel. Spür die Länge, spür die Verankerung über die Sitzbeinhöcker, über das Steißbein in den Boden. Spür die Kraft, die Länge in den Himmel. Dein Gewicht der Schultern liegt auf deinem Brustkorb. Arme, die Hände sind entspannt. Spür dein Atmen und beginne nun durch deine Nase einzuatmen. Spür die Atmung ins Detail, spür, wie die Luft durch deine Luftröhren
in deine Lungen fließen, sich die Lungenflügel wie Luftballone aufblasen, sich dadurch dein Brustkorb weitet und mit dem Ausatmen abgebremst durch den Mund wie ein Spiegel anhauchen, lässt du die Luft wieder hinausströmen. Finde deinen Atemrhythmus, so dass die Ein- und Ausatmung gleich lang werden. Einatmen durch den Mund. Versuche nun seitlich hinten in die Rippenbogen zu atmen. Hinten seitlich öffnen und wieder die Luft rausströmenden Brustkorb schmelzen lassen. Noch einmal seitlich hinten in den Brustkorb atmen. Spür, wie du die Atmung leiten kannst. Atme das nächste Mal zu deinem Brustbein. Schiebe das Brustbein wie nach vorne oben und ausatmen, lass es wieder zurück in den Brustkorb schmelzen. Noch einmal zum Brustbein atmen, das Brustbein von innen nach vorne oben wegschieben und wieder schmelzen lassen. Mit dem nächsten Einatmen öffne den Brustkorb dreidimensional. Atme nach hinten auf die Seite nach vorne und mit dem Ausatmen spüre, wie sich der Brustkorb wieder verkleinert, wenn die Luft hinausströmt. Noch einmal. Spüre den Raum, den du bekommst durch dieses dreidimensionale Öffnen. Und wieder schmelzen lassen. Nochmal einatmen, ziehe deine Wirbelsäule in die Länge, in den Himmel wie in den Boden. Ausatmen, die Länge behalten, den Brustkorb schmelzen lassen. Wechsle dann die Beinposition, wenn du im Schneidersitz bist. Komm zurück zu deiner Beckenbodenmitte, zu deiner Gummibandmitte und mit dem Ausatmen beginnst du nun diese Gummibandmitte, diese Beckenbodenmitte von unten in die Bauchhöhle hinaufzuziehen. Einatmen, lass die Gummibandmitte wieder Richtung Boden senken, Bauch, Beckenboden entspannen. Ausatmen, kraftvoll den Beckenboden aktivieren, indem du diese Gummibandmitte von unten wie ein Lift in die Bauchhöhle hinaufziehst. Spüre, was passiert, was da ist. Und mit dem Einatmen lasse wieder langsam entspannen, weich werden. Mit der Ausatmung noch einmal Kraft aktivieren, generieren, Sitzbeinhöcker, Schambein, Steißbein ziehen zueinander, durch das dieser Beckenboden aktiviert wird, dieser Muskel zusammenzieht, das Korsett um den Bauch wird geschnürt, die Kraft behalten, Atem fließen lassen und mit dem Einatmen lasse wieder los, den Bauch weich werden, Beckenboden entspannen lassen. Öffne dann deine Augen, nimm die Arme über die Seite nach oben, Nacken, Schultern entspannen. Spüre die Länge über deine Wirbelsäule. Tief einatmen, dreh dich in die Höhe, in die Länge, spiralförmig. Ausatmen, zurückkommen in die Mitte, auf die andere Seite. Dreh dich spiralförmig in die Höhe, spür dich bis in die Fingerspitzen. Das Ausatmen ist ein Zurückkommen, Weichwerden. Beide Seiten noch einmal. Schraub dich in die Höhe, das Sitzbeinhöcker bleiben gleichmäßig belastet.
ziehen in den Boden, während du dich in die Höhe schraubst. Zurückkommen in die Mitte, einatmen. Ziehe das Brustbein leicht nach oben, Arme senken, Steißbein kraftvoll einrollen, runder Rücken, Armbogen. Und mit dem Einatmen sitze auf deine Sitzbeinhocke zurück, lasse die Wirbelsäule lang werden. Einatmen, Arme über die Seite nach oben, Hände zueinander. Ausatmen, ziehe die Hände vors Herz, schließe die Augen einen Moment. Spüre, was ist. Dann öffne deine Hände, deine Augen und platziere die Hände vor dir schulterbreit auf dem Boden. Falls das von der Beweglichkeit her nicht möglich ist oder dir die beiden Beine im Weg sind, die Hände nicht den Boden berühren können, kannst du alternativ in einen Diamantsitz kommen und die Hände zwischen deine beiden Beine platzieren. Hier allenfalls auch die Beine einfach etwas öffnen. Mit dem Einatmen ziehe die Hände wie über den Boden zu dir. Spür, wie sich die Wirbelsäule verlängert. Mit dem Ausatmen stoße die Hände von dir weg, Steißbein einrollen, Sitz hinter deine Sitzbeinhocker, Bauch aushöhlen. Und mit dem Einatmen ziehe die Hände wie wieder zu dir, Steißbein rollt sich aus, Becken kippt nach vorne, Wirbelsäule verlängert sich wie automatisch. Und mit dem nächsten Ausatmen schieb die Hände über die Matte weg, Steißbein einrollen. Spüre, wie die Kraft vom Steißbein über das Schambein, über den Bauchnabel Richtung Brustbein fließt. Das Korsett ist geschnürt, kraftvoll, Atem fließen lassen. Und mit dem nächsten Einatmen ziehe die Hände wieder zu dir. Spür, wie das Becken nach vorne kippt, wenn das Steißbein ausrollt, nach hinten zieht. Wirbel um Wirbel um Wirbel platzieren sich in eine lange, gestreckte, verlängerte Wirbelsäule. Noch einmal mit dem Ausatmen. Stoße die Hände über die Matte weg, Steißbein einrollen, Bauch aushöhlen. Einatmen, Hände zu dir ziehen, Steißbein ausrollen, Becken kippt nach vorne, Wirbel um Wirbel um Wirbel in die Länge platzieren. Mit dem Ausatmen stoße die Hände über die Matte nach vorne weg, Kraft über den Bauch fließen lassen, einatmen, ziehe dich nach vorne, verlängere die Wirbelsäule und wenn es für dich möglich ist, ziehe dich über die Knie in den Vierfüßlerstand und ansonsten in deiner Variante. Komme in einen Vierfüßlerstand, die Knie unter den Hüften, die Hände unter den Schultern. Die Finger sind aufgefächert, mit den Händen ziehst du wie die Matte etwas auseinander. Die Wirbelsäule ist lang. Lass die Kraft fließen. Tief einatmen. Zieh dich durch das Einatmen noch etwas mehr in die Länge. Mit dem Ausatmen Steißbein einrollen, Katzenbuckel. Spür die Bewegung. Einatmen, Steißbein wieder ausrollen, Becken kippt nach vorne, die einzelnen Wirbel aneinander platzieren, dann den Nacken verlängern und vorne dran den Kopf platzieren. Löse die rechte Hand vom Boden, streck den Arm seitlich aus. Mit dem Ausatmen, stabil aus dem Zentrum, den Standarm links anwinkeln
unten durch einfädeln und mit dem Einatmen den Stand, Ellbogen wieder strecken, Schultern stabilisieren, Brustkorb ausmitten, Arm auf die Seite ausstrecken. Ausatmen, Standarm anwinkeln, kraftvoll unten durch einfädeln. Stabilisier deine Schultern, sonst da wirklich mal noch kontrollieren und dann mit dem Einatmen den Ellenbogen strecken, Brustkorb zentrieren, Arme auf die Seite. Mit dem Ausatmen unten durch einfädeln, die Wirbelsäule schraubt sich spiralförmig wieder nach vorne in die Länge. Einatmen, Ellenbogen strecken, Brustkorb zentrieren, Arm auf die Seite. Hinausstrecken. Dann die Hand wieder parallel zur anderen platzieren. Mit dem nächsten Einatmen ziehe die Wirbelsäule in die Länge. Ausatmen, Steißbein einrollen, Katzenbuckel. 2, 3 Atemzüge hier bleiben. Linke, rechte Seite miteinander vergleichen, spüren. Wie ist die Länge, wie ist der Raum? Und mit dem Ausatmen dann Steißbein wieder ausrollen, Wirbel für Wirbel für Wirbel. In die Länge bringen, einatmen. Energiekraft fließen lassen und den linken Arm auf die Seite ausstrecken. Ausatmen. Rechts Ellenbogen anwinkeln, unten durch einfädeln, Schulterblatt stabilisieren. Einatmen, Ellenbogen wieder strecken, Schultern stabilisieren, Brustkorb zurückdrehen, Arm auf die Seite ausstrecken. Noch zweimal. Kraftvoll unten durch einfädeln, indem dass du den Ellenbogen anwinkelst, die Wirbelsäule bleibt lang, Ellenbogen strecken, spiralförmig jedes Mal in die Länge wachsen. Noch einmal unten durch einfädeln, bleib lang über die Wirbelsäule. Fließt die Kraftenergie noch? Oder sackst du allenfalls in dich zusammen? Und dann die Hand wieder parallel ausrichten. Einatmen, zieh dich in die Länge und mit dem Ausatmen Steißbein einrollen. Linke, rechte Seite miteinander vergleichen. Tiefes Ein- und Ausatmen. Hier bleiben. Mit der nächsten Ausatmung schiebe dich zurück. Einatmen. Nochmal mit der Ausatmung etwas mehr zurückschieben, wenn es möglich ist. Hier bleiben und mit der Ausatmung dann Becken nach vorne kippen, Steißbein ausrollen, Wirbel um Wirbel um Wirbel um Wirbel in die Länge platzieren, Nacken verlängern, Kopf vorne dran, positionieren. Spür die Länge über die ganze Wirbelsäule, tiefes Einatmen bis in deine Sitzbeinkörper, spüre dann die Öffnung. Und mit der Ausatmung ziehe dich zurück in den Vierfüßlerstand. Zehen einrollen, über die Hände, Arme, schiebe dich hinauf in ein Dreieck. Knie etwas anwinkeln, wenn dir die Länge fällt im Rücken. Auch hier wieder die Energie, die Kraft über deine Wirbelsäule fließen lassen. Die Sitzbeinhacker schieben in den Himmel und die Fußsohlen ziehen in den Boden. Mit der nächsten Ausatmung das rechte Bein nach hinten oben ausstrecken. Hüfte bleiben parallel. Das Bein nach vorne zwischen die Hände schwingen. Hinter das Knie auf der Matte platzieren, allenfalls polstern. Die Zehen ausrollen und kraftvoll von unten nach oben kommen.
Das vordere Knie ist über der Ferse, das hintere Knie ist deutlich hinter der Hüfte, hinter dem Becken. Sitz in diesem Deep Lounge, ziehe aber das Schambein nach vorne, über das Brustbein, über die Stirne in die Höhe. Das Steißbein zieht in den Boden. Also wir haben hier auch wieder einen langen Rücken, vermeide es in ein hohles Kreuz zu fallen. Nimm die Arme über die Seite nach oben und dann lasse den Atem fließen. Sinke richtig Boden, greife Richtung Sterne, zieh dich so in die Länge. Zur Intensivierung ziehe die vordere Ferse etwas zu dir und gleichzeitig kannst du das Riss des hinteren Fußes in den Boden pressen. Vielleicht geht es sogar so weit, dass sich das Knie vom Boden lösen kann. Ferse, Riss ziehen zueinander, spür die Dehnung, Atem fließen lassen. Die Wirbelsäule bleibt lang. Der Energiekraftfluss ist generiert und es darf brennen. Mal ein- und ausatmen und dann wieder zurückkommen, Becken zurückschieben. Hände auf dem Boden platzieren, mit dem rechten Fuß an die Mattenaußenkante wandern, rechte Hand auf das rechte Knie und dann das Knie nach außen wegschieben, das Gewicht kommt auf die Fußaußenkante. Stabilisiere dich hier schön sauber, ohne dass du da in dich zusammenfällst. Auch hier wieder der Energiefluss über deine Wirbelsäule, über den Rücken ist garantiert, während du deine Hüfte öffnest. Atem fließen lassen. Dann das Gewicht wieder zurück auf die Fußmitte bringen, zurückwandern, Hände schulterbreit platzieren, hinten die Zehen einrollen, das Knie vom Boden wegheben, 2-3 Mal im vorderen Knie wippen, Schwung holen und zurückspicken ins Dreieck. Atem fließen lassen. Sitzbeinhocke ziehen in den Himmel, an Ort und Stelle gehen. Fußsohlen in den Boden ziehen, Fersen Richtung Boden schieben und gleichzeitig auf die Fußballen hochrollen. Spür die Dehnung über deine Beinrückseite, spür den Raum in deinen Hüften. Wie ist es vorne? Wie fühlt es sich in deinem Becken an? Wie fühlt sich die Länge über deinen Rücken an, über deine Arme? Füße parallel ausrichten, linkes Bein nach hinten oben strecken und dann nach vorne schwingen. Zwischen deine Hände, das hintere Knie am Boden platzieren, Zehen ausrollen, Fuß schön in der Verlängerung des Beines platzieren und kraftvoll von unten nach oben kommen. Hier wieder, Knie ist über der Ferse, das hintere Knie deutlich hinter dem Becken. Lass dich in diesen Deep Lounge hineinsinken.
Ziehe das Schambein nach vorne oben, das Steißbein nach hinten in den Boden. Arme über die Seite nach oben nehmen, Schultern entspannen. Greife in den Himmel. Die Energie wieder über deine Wirbelsäule fließen lassen. Zur Intensivierung die Ferse des vorderen Fußes wie zu dir ziehen. Wenn du noch mehr möchtest, das Riss des hinteren Beines in den Boden pressen. Vielleicht löst dich auch hier wieder das Knie vom Boden. Ferse, Rist ziehen wie zueinander. Behalte die Stabilität im Zentrum. Atem fließen lassen. Spüre, was arbeitet. Behalte die Länge. Und dann komm langsam wieder zurück. Schiebe dein Becken nach hinten. Hände auf den Boden platzieren. Mit dem linken Fuß an die Außenkante der Matte wandern. Schultern, rechter Arm platzieren, stabilisieren. Schiebe das Knie von dir weg, bringe das Gewicht auf die Außenkante des linken Fußes. Spür die Öffnung in der Hüfte. Behalte die Länge über deine Wirbelsäule. Atem fließen lassen. Dann wieder zurückkommen. In die Mitte, Hände parallel ausrichten, die Zehen hinten einrollen, Knie vom Boden wegheben. Vorne 2-3 Mal im Knie, Wippen, Schwung holen, zurückspicken ins Dreieck. Hände sind aufgefächert, Arme gestreckt, spür die Länge über den Rücken. Füße parallel ausrichten und dann 2-mal in den Knien wippen, beide Beine strecken. 2-mal in den Knien wippen und Beine strecken. Aus dem Wippen in ein Wegfäden von der Matte kommen und dann nach vorne hüpfen, springen zu den Händen. Falte dich zusammen. Kopf, Nacken, Schultern komplett entspannen. Atme tief ein und aus. Mit dem nächsten Ausatmen beide Beine strecken, sodass du eine Dehnung in der Beinrückseite spürst. Einatmen, wieder zusammenfalten. Ausatmen, beide Beine strecken. Spür die Dehnung. Einatmen, wieder zusammenfalten. Mit der nächsten Ausatmung beide Beine strecken, Bauch, Beckenboden aktivieren, Becken über deinen Oberschenkelknochen aufdrehen, wie an eine imaginäre Wand platzieren. Atem fließen lassen, mit jedem Ausatmen einen Wirbel mehr aufeinander platzieren. Einatmen, spüre, was passiert. Nimm dir eine Pause, ausatmen, weiter aufrollen. Lendenbereich, dann Brustbereich. Die Schultern bleiben komplett entspannt, gleiten dann einfach zurück über den Brustkorb. Nacken verlängern, Kopf auf den obersten Halswirbel ausbalancieren. Ausatmen, Arme nach vorne oben nehmen. Einatmen, auf die Seite aufspannen. Fingerspitzen im Blickfeld. Einatmung, Seitbeugung nach rechts.
Die Füße schieben in den Boden, der obere Arm zieht in den Himmel, die Schultern ist beim Brustkorb. Atme tief in die offene linke Seite hinein. Spür, wie sich die Rippenbogen auseinanderfächern. Ausatmen, schmelzen lassen. Einatmen in die offene Seite, schiebe dann das Becken mit dazu und wenn du noch mehr möchtest, hebe den unteren Arm an. Ausatmen, zurückkommen in die Mitte. Wir starten mit dem Einatmen, mit dem Aufblasen auf die Seite, dann kommt das Becken mit dazu und wenn du möchtest, den unteren Arm noch mit dazu anheben. Einatmen in die offene Seite, damit beginnt die Aufspannung, dann kommt das Becken, bleibe lang und den unteren Arm. Zurückkommen in die Mitte. Ein letztes Mal. Einatmen, Becken, unterer Arm. Bogen ist maximal gespannt und dann weich werden. Unterer Arm entspannen, den oberen Arm 2-3 Mal durchs Schultergelenk gleiten lassen und dann Wirbel um Wirbel um Wirbel aufeinander platzieren. Arme entspannen. Ziehe deine Wirbelsäule in die Länge. Mit dem Ausatmen den Beckenboden aktivieren, den Kopf lang nach vorne einrollen, Steißbein zieht nach hinten in den Boden. Atme in diesen Nackenbogen, tiefes Einatmen. Mit der Ausatmung den Beckenbodenszentrum mehr aktivieren und in einem langen Bogen nach vorne unten abrollen. Die Schultern gleiten automatisch über den Brustkorb nach vorne. Die Lende ist noch lang, nur mal der Brustbereich abrollen. Dann kommen die Lendenwirbel mit dazu. Das Becken bleibt noch aufgerichtet. Denk an die prall gefüllte Wasserschale. Das Korsett ist maximal geschnürt. Und dann langsam auf Lendenbereich abrollen und dann das Becken leicht mitdrehen, so dass du aber die Sitzbeinhöcker, Kniekehle immer noch miteinander verbunden hast. Die Fingerspitzen sind weg vom Boden. Spür die Spannung. Ein- und ausatmen, linke, rechte Körperhälfte spüren. Und mit der nächsten Ausatmung wieder kraftvoll das Becken zurückdrehen, aufrichten, Schambein zieht nach vorne, oben, lass die Kraft über den Bauch, über das Brustbein in den Himmel fließen und das am Steißbein zieht eine Kraft in den Boden, hilft dir beim Aufrollen. Wirbel um Wirbel um Wirbel um Wirbel aufeinander platzieren. Nacken verlängern, Kopf auf dem obersten Halswirbel ausbalancieren. Ausatmen, Arme nach vorne oben nehmen. Einatmen, auf die Seite aufspannen. Fingerspitzen im Blickfeld. Einatmen, Seitbeugung nach rechts. Wahrnehmen. Wirbel um Wirbel um Wirbel zentrieren, Seitbeugung nach links. Wie fühlt sich das an? Hier bleiben, Füße schieben in den Boden, der Oberarm zieht in den Himmel. Denk an deine Schultern, die ist zurückgelegt an den Brustkorb. Atme in die offene Seite ein, beginne das Aufspannen, das dich in die Länge ziehen. Ausatmen, lasse etwas Spannung los. Einatmen, dann Becken mitschieben und optional noch den unteren Arm mit dazu nehmen. Ausatmen, ein Zurückgleiten in die Mitte. Einatmen ist der Startschuss, dann kommt das Becken und allenfalls noch der untere Arm mit dazu. Und wieder zurückgleiten, ein abgebremstes Zurückgleiten.
Einatmen, aufspannen, Becken mit verschieben, unteren Arm anheben, zurückgleiten. Hier bleiben, Unterarm entspannt sich der obere Arm 2-3 Mal durch Schultergelenk gleiten lassen und dann Wirbel um Wirbel um Wirbel aufeinander platzieren. Mit der Ausatmung Knie anwinkeln. Einatmen, auf die Fußballen hochrollen. Ausatmen, Knie strecken. Und mit dem Einatmen wieder Füße zurückrollen. Ausatmen, in die Knie. Einatmen, Fußsohlen vom Boden wegrollen. Ausatmen, Knie strecken. Und mit dem Einatmen wieder zurückrollen. Arme komplett entspannen. Ziehe dich mit dem Einatmen wieder in die Länge. Ausatmen, Beckenboden aktivieren, Korsett schnüren, Kopf nach vorne einrollen, hinten in den Nacken einatmen und die Abrollbewegung anfangen. Brustbereich abrollen, blas dich von innen auf, mit dem nächsten Ausatmen dann den Lendenbereich langsam Wirbel um Wirbel um Wirbel, lang nach vorne abrollen. Das Becken bleibt noch aufgerichtet. Sitzbeinhöcker, Kniekehlen sind miteinander verbunden. Du kannst mit den Fingern den Boden unmöglich berühren, wenn du da die Spannung hältst. Ein- und ausatmen, dann das Becken leicht mitdrehen. Spür die Spannung, spür der lange Bogen, das Steißbein, das hinten in den Boden zieht und den Kronenpunkt, der vorne Richtung Boden zieht. Den Torbogen, den du da aufgespannt hast, die Arme sind komplett entspannt. Und dann in die Knie kommen, spür die Entspannung und komme zurück in ein Dreieck. Atem fließen lassen. Mit der Ausatmung Knie anwinkeln. Zehen eingerollt halten. Zurücksitzen und mit dem Ausatmen Steißbein einrollen. Zieh dich mit den Händen nach vorne in ein halbes Brett. Anfangs die Hände noch platzieren, etwas vor den Schultern. Einatmen, stoß dich mit den Händen zurück. Sitzbeinhöcker, Steißbein ziehen nach hinten, Beckenboden bleibt nach hinten geöffnet und erst mit dem Ausatmen Beckenboden aktivieren, indem dass du das Steißbein einrollst, die Kraft über den Bauchnabel Richtung Brustbein fließen lässt. Wellenförmig kommst du nach vorne in ein halbes Brett. Hier bleiben. Mit dem Ausatmen die Knie strecken, ganzes Brett. Spür die Länge über den Körper, über deine Wirbelsäule und schieb dich über die Hände, Arme zurück nach oben ins Dreieck. Rechtes Bein nach hinten ausstrecken, Becken neutral behalten. Bein nach vorne schwingen, neben die rechte Hand, der hintere Fuß. Die Ferse nach innen drehen, 45 Grad Winkel und dann komme windmühlenartig hinauf in den Krieger 2. Ferse sind in einer Linie, vorne 90 Grad Winkel im Knie, Becken ist wieder unsere Wasserschale, prall gefüllt, die bleibt prall gefüllt, Arme ausstrecken, Kraft hier behalten, so viel wie nötig. Tiefes Einatmen, ein langes Zurückbeugen, der untere Arm zieht unten durch, wie du mit dem oberen einen Kreis machen möchtest. Ausatmen, nach vorne beugen,
Armkreis gleich in die andere Richtung. Einatmen, zurückbeugen, kraftvoll aus der Mitte, bleibe vorne tief, ausatmen nach vorne. Ein letztes Mal. Langes Rückbeugen, großer Kreis, nach vorne mit dem Ausatmen, zurückkommen, hoch in die Mitte, das vordere Knie dann strecken, Hände an die Hüfte und Beine in eine zweite Position bringen, die Beine etwas nach außen drehen. Hände an die Hüfte, mit dem Einatmen stell dir vor, zwischen deinen Sitzbeinhöcken hast du ein Gummiband, dieses Gummiband auseinander gleiten lassen, entspannen lassen, mit dem Ausatmen Fersen, Sitzbeinhöcker, Gummiband zusammenziehen. Einatmen in die Tiefe, ausatmen, zusammenziehen. Noch zweimal in die Tiefe und von den Fersen her zusammenziehen bis zu den Sitzbeinhöckern. In die Tiefe. Letztes Mal. Kraftvoll zusammenziehen. Die Fußsohlen nach vorne zeigen lassen. Tief einatmen, mit der nächsten Ausatmung den Kopf lang nach vorne einrollen, Zentrum aktivieren und aus dieser Grätschposition in eine Abrollbewegung kommen. Arme, Schultern sind entspannt, Zentrum bleibt kraftvoll, spür den Bogen über deinen Bauch, vom Schambein fließt er über den Bauchnabel zum Brustbein, vom Brustbein weiter. Halte dich und dann sinke zusammen, Beugung in der Hüfte, Hände auf den Boden platzieren. Atem fließen lassen, Beckenboden komplett entspannen. Falls der Kopf an den Boden kommt, bringe die Beine einfach etwas näher zueinander. Bringe das Gewicht etwas mehr auf die Fußballen, so wie du fast nach vorne überkippen möchtest. Und lasse los. Atme. Und dann krabble nach rechts. Dreh dich nach vorne. Hände wieder Schulterblatt platzieren, Schwung holen, zurückspicken ins Dreieck. Mit dem Ausatmen auf die Fußsohlen hochrollen, Steißbein einrollen, nach vorne kommen in ein ganzes Brett. Abstand allenfalls anpassen, spür die Länge, linke, rechte Seite. Mit der nächsten Ausatmung Knie auf den Boden oder 1 cm weg vom Boden, je nach Kraft. Schieb dich zurück, der Rücken bleibt lang. Mit dem Ausatmen die Knie strecken, in das Dreieck zurückkommen. Linkes Bein nach hinten ausstrecken, Becken bleibt, wo es ist. Bein nach vorne schwingen, zwischen die Hände, die hintere Ferse nach innen drehen, in die Linie der vorderen und die kraftvoll windmühlenartig nach oben in den Kriege 2 drehen. Vorderes Knie über der Ferse, Becken, unsere Wasserschale ausgemittelt. Arme auf Schulterhöhe und nun wieder kraftvoll aus der Körpermitte. Einatmen, ein langes Zurückbeugen, Unterarm greift unten durch. Ausatmen, ein langes nach vorne beugen, Armkreis auf die andere Seite. Becken bleibt zentriert.
Dynamisch in deinem Atemrhythmus. Bleibe tief im Knie, kraftvoll in der Körpermitte. Ausatmen nach vorne. Einatmen. Lange, große Rückbeugung nach hinten. Ausatmen nach vorne. Ein letztes Mal. Rückbeugung. Bleibe tief im Knie. Es darf brennen. Bleibe kraftvoll im Zentrum. Lange nach vorne beugen. Und dann mit der nächsten Ausatmung zentrieren. Knie strecken. Füße, Beine nach vorne ausrichten. Hände an die Hüfte. Lange geraden Rücken. Ausatmung. Beugung in der Hüfte. Der Rücken bleibt lang. Hände, Fingerspitzen am Boden oder auf dem Block platzieren. Spür die Länge, behalt die Länge bei, lass die Energie über den Rücken fließen und mit dem Einatmen drehe den Brustkorb vom Brustbein auf. Der Blick geht der Bewegung nach. Ausatmen, wieder zurückdrehen. Auf die andere Seite. Vom Brustbein her aufdrehen. Lass die Kraftenergie vom Brustbein über den Arm, über die Fingerspitze in den Himmel fließen. Zurückdrehen. Ganz bewusst aufdrehen, wie ein Aufspann vom Brustbein über den Arm, über die Fingerspitzen. Wieder zurückdrehen. Du bleibst lang im ganzen Rücken. So, dass du beide Seiten gleich viel gemacht hast und dann zusammenfalten. Entspannen. Zurück, nach links, krabbeln. Schwung holen, zurückspicken ins Dreieck. Mit dem Ausatmen auf die Fußballen hochrollen, wellenförmig nach vorne kommen in ein ganzes Brett. Ausatmen, Knie anwinkeln und zurückschieben. Zehen ausrollen, in ein Kinn sinken. Atem fließen lassen. Zum Abschluss kommen wir nun in eine kraftvolle, sehr intensive Übung. Ganz wichtig ist, dass du auf deinen Körper hörst. Ich gebe dir viele verschiedene Stufen. Achte darauf, wo deine Grenzen sind. Das Wahrnehmen ist das eine, diese dann zu akzeptieren ist das andere und vielfach sehr schwieriger. Mir ist es lieber, du machst nicht alle Übungsvarianten, sondern tastest dich schrittweise an jede einzelne Stufe heran und überforderst deinen Körper nicht. Ganz wichtig ist die Stabilität aus dem Zentrum, die Stabilität im Schulterbereich und dass du die Länge über deine Wirbelsäule beibehältst. Die Stabilität aus der Mitte ist das A und O. Und erst wenn du dich dort sicher fühlst, komme eine Stufe weiter. Ziehe dich dann mit der nächsten Ausatmung nach vorne, Blick zurück, Knie unter die Hüfte, der Rücken ist lang und dann platziere die Ellenbogen schulternbreit unter deine Schultern. Gib etwas Druck mit den Armen in den Boden,
Schultergürtel schön stabilisieren. Atme tief ein und aus und spüre einfach mal die Länge über deinen Rücken. Vom Steißbein bis zum Kronenpunkt. Das wäre die erste Stufe. Du kannst einfach hier bleiben und diese Unterarmstütze halten. Du hast jederzeit die Option, auch in eine Kindsposition zu wechseln, in die Entspannung zu gehen. Wenn du mehr möchtest, presse den rechten Fuß etwas in den Boden, schiebe das linke Bein nach hinten. Spüre die Länge über den Rücken. Tief einatmen, ausatmen, Gesäß-Beinmuskulatur aktivieren, hinteres Bein anheben. Einatmen mit den Zehenspitzen an den Boden berühren. Ausatmen, Bein anheben. Achte darauf, dass die Wirbelsäule lang bleibt. Der Fluss vom Steißbein zum Kronenpunkt bleibt. Korsett bleibt geschnürt. Schultergürtel stabil halten. Bein anheben und senken. Wenn du nun mehr möchtest, mit dem Ausatmen das Becken über das Standbein drehen, denn die Stabilität hier im Zentrum behalten und wieder zurückdrehen. Ausatmen, das Becken über das Standbein drehen, Standbein in sich stabilisieren, einatmen, wieder zurückdrehen. Ausatmen, Becken drehen, halten, Bein vielleicht noch etwas mehr ausdrehen. Wenn du noch mehr willst, bleibe lang über den Rücken. Einatmen, Knie anwinkeln. Ausatmen, strecken. Spür die Länge über den ganzen Körper. Mit dem Ausatmen, Knie anwinkeln. Einatmen, wieder strecken. Schambein, Bauchnabel bleiben verbunden, Korsett ist geschnürt. Noch einmal in deiner Version und dann langsam stufenweise wieder zurückkommen, Becken zurückdrehen, Bein senken, Knie zurückziehen und dich zurückschieben in die Kindsposition. Atem fließen lassen, tiefes Ein- und Ausatmen. Mit der nächsten Ausatmung ziehe dich nach vorne. Unterarme auf den Boden platzieren, Blick zurück, Knie sind unter den Hüften, Rücken lang machen, Ellenbogen unter die Schultern platzieren. Du hast auch hier wieder die Möglichkeit, einfach die Unterarmstütze zu machen, mit der Option jederzeit in die Kindsposition zu wechseln oder dann eine Stufe weiterzukommen. Presst das linke Bein etwas mehr in den Boden, das gibt dir Stabilität. Schiebe mit dem Ausatmen das rechte Bein nach hinten. Spür zuerst mal die Länge über den Körper. Mit dem Ausatmen rechtes Bein anheben, einatmen, Bein senken. Das ist die Gesäß-Beinmuskulatur, die das Bein anhebt und wieder senkt. Bein anheben. Wenn du mehr möchtest, mit dem nächsten Ausatmen das Becken über dein Standbein drehen. Einatmen, wieder zurückdrehen. Ausatmen. Becken über dein Standbein drehen. Einatmen, wieder zurückdrehen. Ohne dass du die Stabilität im Zentrum verlierst. Aufdrehen.
Wenn du weiter willst, mit dem Ausatmen das Knie anwinken, Ferse Richtung Gesäß fallen lassen und Bein wieder strecken. Knie anwinkeln, Bein strecken, die ganze Länge spüren und dann stufenweise wieder zurückkommen, Becken zurückdrehen, Bein senken, Knie zu dir ziehen und zurückkommen in die Kindesposition. Atem fließen lassen. Öffne deine Knie etwas, hebe den Kopf an, fähre den rechten Arm unten durch, senke den Kopf, komme auf die Schläfe und entspanne dich. Sink in dich zusammen. Spüre den Boden, spüre deinen Körper. Alles, was du wahrnimmst, ist ein Zeichen deiner Lebendigkeit, deines Daseins. Lasse los. Gib dich dem, was ist, hin. Heb den Kopf wieder an, zieh den Arm zurück, streck ihn nach oben aus. Vergleiche die beiden Seiten und wechsle dann die Seite. Den Kopf anheben, den linken Arm unten durch hineinfädeln, auf die linke Schläfe sinken und entspannen. Sink in dich zusammen. Sink in diese Entspannung hinein. Auch Entspannen soll geübt werden. Wir sind so darauf getrimmt, immer alles unter Kontrolle zu haben. Übe dich jetzt hier loszulassen. Du wirst getragen. Du hast den Boden unter dir. Lass einfach los. Es gibt nichts, absolut nichts zu kontrollieren. Komme dann auch hier wieder zurück. Strecke den Arm nach oben aus. Vergleiche linke mit der rechten Seite. Und schenk dir noch einen Moment, einfach zu sein. Einen Moment der Stille und Entspannung.
Mit dem nächsten Ausatmen beginne dich wieder aufzurollen. Bring das Becken auf deine Fersen, wenn das möglich ist. Sonst sitzt du einfach neben deine Unterschenkel. Bringe Wirbel um Wirbel um Wirbel um Wirbel aufeinander. Lass die Wirbelsäule in die Länge wachsen. Platziere den Kopf auf deinem obersten Halswirbel. Spür die Länge deiner Wirbelsäule. Spür den Energie, den Kraftfluss. Spür den Raum in deinem Körper. Bringe die Arme über die Seiten nach oben. Nacken, Schultern entspannen. Bringe die beiden Hände zueinander. Atme tief ein. Ziehe mit dem Ausatmen die Hände vors Herz. Schenk dir noch 2, 3 Atemzüge für dich. In Liebe, in Dankbarkeit für das, was ist. Mit dem nächsten Ausatmen öffne deine Hände, deine Augen und dann schließen wir diese Stunde. Ganz, ganz herzlichen Dank.